Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Oder was heißt weiteren? Der ersten in der neuen Saison. Und das gleich mit 5:1. Wild, oder? Und das hätte noch höher ausgehen können. Also wilde Nummer. Sehr, sehr starkes Spiel von unserer Mannschaft. Aber bevor wir da ein bisschen ins Detail gehen und die Spieler auch einzeln benoten, wie immer der Hinweis. Wenn euch gefällt, was ihr hier seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und wenn ihr in naher Zukunft plant, euch im Online-Shop vom FC Bayern was zu bestellen, tut das gerne über meinen Affiliate-Link. Erster Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar. Ja, gehen wir es kurz durch. Ich denke, die erste Viertelstunde hat der VfB gezeigt, wie man auf hochriskante Weise gegen den FC Bayern spielen kann, indem man komplett 1:1 Manndeckung über das ganze Feld spielt. Hat leider nicht was heißt leider? Hat zum Glück nicht zum erhofften Ergebnis für Stuttgart geführt. Kannst du natürlich auch keine 30, 45, geschweige denn 90 Minuten durchhalten gegen diese Qualität, die wir einfach haben. Ja. Wir haben uns ein bisschen schwer getan in der ersten Viertelstunde, definitiv. Wir waren trotzdem ballsicher, haben aber viele lange Bälle gespielt, die nicht gut waren. Haben nicht so das richtige Mittel dagegen gefunden. Da war die Zentrale vielleicht ein bisschen zu schwach, deswegen hat sich auch Harry Kane dann mehr und mehr fallen lassen, sogar bis nach hinten als Libero schon fast. Und Harry Kane hat ja dann auch die eine oder andere Chance da aus der tiefen Position eingeleitet, so wie es Harry halt nun mal tut. Und ja, allerspätestens mit dem Tor in der 21. Minute war der Bums aber auch schon wieder durch beim VfB. So. Dann hat der VfB wieder, ja, keinen Mut mehr gehabt, keine Eier mehr gehabt, das durchzuziehen oder weiter zu versuchen. Und jede Minute, die später war, nach der 21. Minute, waren wir besser im Spiel, haben wir mehr Ballbesitz gehabt, waren wir gefestigter, haben Chance auf Chance herausgespielt. VfB kann von Glück reden und einen sehr, sehr guten Torwart, dass es mit 1:0 nur in die Pause ging. Und zweite Halbzeit ist dann das passiert, was im Fußball passiert. Ja, wenn du Chance auf Chance hast und die Chancen liegen lässt, kriegst du halt irgendwann das 1:1 aus dem Nichts. Und genauso ist es passiert. Ja. Fairerweise muss man sagen, dass Stuttgart zweite Halbzeit, dann Anfang zweiter Halbzeit auch wieder so ein bisschen das Ganze versucht hat, Mann gegen Mann zu gestalten. Wenn dann auch nur phasenweise. Aber das Tor kam schon so aus dem Nichts. Und ja, eigentlich hat man damit die Bayern nochmal richtig aufgeweckt. Ja. Also das war in Anführungsstrichen der Fehler vom VfB, zum Glück für uns. Ja. Man hat die Bayern damit aufgeweckt, hat sie gereizt und ja, dann hat nur noch eine Mannschaft gespielt und das waren wir. So, und das in einer Manier, ähm, die überragend war, ist und man sieht auch immer noch da ist oder schon wieder da ist. Man sieht, der eine oder andere, ne, braucht noch ein bisschen, so Harry Kane zum Beispiel, das haben wir aber auch schon im Supercup gesehen. Ähm, Michael scheint schon wieder voll da zu sein. Ja, Opa heute auch so den einen oder anderen Leichtsinnsball vielleicht gehabt, aber im Großen und Ganzen sehr stabil. Aber kommen wir gleich in der einzelnen Spielerbenotung zu. Aber ab da hat nur noch, also nach dem 1:1 hat nur noch der FC Bayern gespielt und das auch, wir haben dann die Chancen klarer rausgespielt und klarer gemacht. Wir hätten trotzdem auch in der zweiten Halbzeit noch 1, 2 mehr machen können, ne? Chapeau an Luis Diaz, der heute hätte bestimmt 3 Tore machen müssen, ja. Dass er ich meine, ihr habt es gesehen an der Mimik, an seinem Verhalten, dass er dann dran geblieben ist und immer und immer und immer wieder, ja, die Wege gemacht hat, sich angeboten hat und dann seine Bude auch noch gemacht hat. Hat mich riesig gefreut für ihn, weil es wäre super schwierig für mich gewesen, ihn zu benoten, weil er eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, aber einfach das Tor nicht gemacht hat, ja. Und die Riesenchancen, die er hatte, ich höre schon wieder die Leute wie letzte Saison: „Ah, Chancentod Diaz, Blasels, alles ist gut", ja. Also, ja, von da war's Spiel auf ein Tor. So, ja, wir haben das Spiel hundertprozentig im Griff gehabt, wir haben noch durchgewechselt. Ähm, Ich greife es mal ein bisschen vor. Erstmal, ich meine, wer in der was war's? In der 84. Minute
ein Bischof, ein Tah und 'n Lennart Kahl einwechseln kann, das sagt eigentlich alles über diesen Kader aus, ne? Ich meine, davor haben wir noch 'n Saibari eingewechselt und ich denke, man hat ganz klar den Unterschied zu einem Brown auf der 10 gesehen, ne? Natürlich fairerweise auch 'n bisschen anderes Spiel zu diesem Zeitpunkt, aber ich denke, Saibari haben wir schon ansatzweise gesehen, der wird uns verdammt viel Freude bereiten, ja, weil er halt auch genau dieser Spieler ist. Er ist eigentlich dieser Spieler, wie Harry Kane spielt, wenn Harry Kane sich fallen lässt, ja? Schnörkellos direkt in die Spitze. Nicht erst mal annehmen, Tänzchen machen, gucken, kann ich irgendwie 3 Leute ausspielen, um dann noch sonst ne, Ball, zack, sieht direkt Spitze, Tiefe und da haben wir natürlich die Leute, ne? Da haben wir die Leute, ob's 'n Olise ist, ob es 'n Diaz ist, selbst 'n Harry Kane, der dann vielleicht in der Pose ist, aber auch selbst, wenn Achter aufrückt, wie 'n Pavlovic. Ja, überragend, ne? Also, da werden wir sehr, 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 sehr viel Freude noch dran haben an diesem Spieler, bin ich mir 100 sicher. Ja, das fasst es eigentlich, relativ kurz und schmerzlos zusammen. Ähm, 1. Viertelstunde fand ich's 'n interessantes Spiel. Danach war ich schon 'n bisschen enttäuscht vom VfB, wie eigentlich in jedem Spiel, in den letzten Aufeinandertreffen. So, der VfB ist eigentlich 'ne gefestigte Mannschaft, 'ne gute Mannschaft, aber irgendwie verlieren sie, sobald sie 'n Gegentor bekommen, den absoluten Glauben, wenn sie gegen uns spielen. I don't know why, auch nicht meine Baustelle. Ähm ansonsten wäre es vielleicht 'n bisschen länger, vielleicht offener gewesen. Hätte Fahrradkette am Ende 5:1 und mit diesem 5:1, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist der VfB noch verdammt gut bedient, ja? Wir hätten auch locker 2, 3 Tore mehr machen müssen. Nicht können, müssen. Können, wenn wir über können reden, dann hätten wir auch noch 5 mehr machen können. Allein das Abseitstor von Olise ist 'n Witz, dass das Abseits ist. So, da brauchen wir gar nicht drüber reden, oder? Ich meine, vor allen Dingen zählt dann 1 Millimeter der Schulter im Gegensatz zur, was war's, der Hand vom Abwehrspieler. What the fuck is going on? Ja? Also, ich weiß nicht, was diese Scheiße soll, Alter. Da regt man sich seit Jahren. Das hat noch nicht mal was mit dem FC Bayern zu tun. Das wäre andersrum genauso, ja. Ich bin ganz klar dafür, Zweifel für den Angreifer. Man sollte mal, wie es in der Premier League ist, diese 5 Zentimeter, Pufferzone, Karenzzone, Abweichungszone, wie auch immer einbauen. So, ja. Dass solche knappen Fehlentscheidungen, das ist 'n Witz. Das ist einfach 'n Witz, Leute. Aber gut. Am Ende ist es nicht ins Gewicht gefallen, aber es war auch 'ne überragende Aktion ähm von allen Beteiligten, ja. Und dann ist es schade, dass es wegen 1 Millimeter irgendwie, wie gesagt, halt das Bild 'ne Millisekunde vorher an, dann ist es kein Abseits. Brauchen wir nicht weiter darüber reden, oder? Gut, ich würde sagen, wir werfen trotzdem mal 'n Blick in die Statistiken. Da sollte 'ne ganz, ganz klare Sprache sprechen. Ballbesitz 58:2 zu 41:8. Kam mir ehrlich gesagt sogar mehr vor. Ich aktualisiere den Bums hier aber noch mal, weil wir immer wie immer kurz am Spiel sind. Ah, guck mal, haben wir 59:1, 40:9. Schüsse aufs Tor 9:4, Zweikampfquote 50,5 zu 48,9. Die anderen weiß ich nicht, wo die anderen, 0, was? 6% geblieben sind. Hat der Schiri geführt oder was? Schüsse insgesamt 21:11, Fouls 10:17, Ecken 9:3, Abseitsstellung 3:1, Flanken 3:10, angekommene Pässe 448 zu 279. Wenn man ehrlich ist, ja, hätte ich die Statistiken hier 'n bisschen einseitiger erwartet, bin ich ganz ehrlich. Aber wen juckt's am Ende des Tages? Schüsse insgesamt, ja, da sind wir bei Luis Diaz 6, Michael Olise 6, Pavlo 3, Torschussvorlagen, Joshua Kimmich 2, Saibari 2, Manuel Neuer 0, ist ganz wichtig, das hier zu erwähnen. Das andere war natürlich 'n Eigentor, da zählt natürlich die Geschichte nicht. Gewonnene Zweikämpfe, Uppa 7, Konrad Laimer 6, Joshua Kimmich 6. Ja, schön, dass Joshua Kimmich mal hier auftaucht. Hat 'n sehr, sehr gutes Spiel gemacht, kommen wir gleich zu. Ballkontakte 87 Josh, 81 Pavlo, 79 Uppa und gefoult worden schenken wir uns natürlich wie immer. Gut, damit gehen wir rein in die Benotung. Sofern ich hier klarkomme mit meiner Technik. Vinny,
Erst muss ich mal 'n Pfeil aufmachen, von daher kurzes Päuschen. So, ja, Vinny, boah, im Großen und Ganzen würde ich sagen, fast alles richtig gemacht. Ja, man kann vielleicht über die einen oder anderen Wechsel vielleicht 'n bisschen eher nachdenken, aber ich denke, man sieht, dass aktuell noch 'n bisschen so der Fokus auf Sicherheit ist, ja? Wenn's läuft und das Ergebnis jetzt noch nicht so klar ist, dass man da eher noch mal 'n bisschen abwartet, was in meinen Augen völlig legitim ist. Ähm, Dass man Brown wieder als Zehner aufgestellt hat, ja, ja, kann man drüber streiten. Ich fand ihn auch gegen den VfB jetzt nicht so überragend, hat's ordentlich gemacht, ja, aber für 'n Zehner, also, da gefällt mir so 'n Zehner Saibari auf jeden Fall besser. So, ja, ich drück's mal so aus. Ist natürlich auch aus der Not geboren, alles gut. Man wollte den Saibari jetzt noch nicht 90 Minuten geben. Wir haben 3 Spiele in einer Woche. Also, von daher kann man das auch verstehen. Ähm, ja, ich denke, 'n bisschen Luft nach oben lassen wir uns bei Vini, von daher Note 2 von meiner Seite. Gut, machen wir mal die Aufstellung auf zur Sicherheit, aber eigentlich habe ich sie im Kopf. Ja, Manuel Neuer, ja, ich denke, das war 'ne ordentliche Geschichte. Ich würde es ähnlich sehen wie im letzten Spiel, die Note 2,5. Der Reflex auf der Linie, der war überragend aus dieser kurzen Entfernung, das muss man mal ganz klar sagen. Beim Gegentor, ja, was willst du da machen? Das Ding war nicht zu halten, alles ist gut. Vielleicht, das wäre so ein, ja, wenn Manuel Neuer noch dieser Manuel Neuer wäre, wo er noch die Unhaltbaren hält, dann hätte er den wahrscheinlich gehalten, so, ja. Oder hätte auf jeden Fall die Finger dran gekriegt, whatever. Aber gar kein Vorwurf, der war einfach gut gemacht und das Ding war drinne und gut ist. Ansonsten in der Anfangsphase, ja, habe ich ein bisschen diesen überragenden Fußballer Manuel Neuer vermisst, was die langen Bälle angeht. So hinten, ja, sicher gewesen, gar keine Frage, aber ich glaube, es kam nicht ein langer Ball an, die waren alle weg, die er gespielt hat. Ähm, Da habe ich mir schon gedacht, so, ja, ey, hätte ich gerne mal den Obig gesehen in diesen Situationen, der hätte vielleicht den einen oder anderen Ball ein bisschen besser gespielt. Fairerweise muss man aber sagen, dass der VfB es auch gut gemacht hat und wir auch noch nicht so richtig wach waren, wie wir es vielleicht danach waren, wo wir ein bisschen galliger waren und sowas. Aber ja, deswegen eine 2,5, sonst hätte ich auch eine 2 geben können, aber die halbe Note ziehe ich ab für diese etwas komischen Bälle in der Anfangsphase. Ansonsten war es eine grundsolide Partie für Manu. Gut, dann fangen wir mal von oben nach unten an. Alphonso Davies. Ja, Alphonso Davies hat es, denke ich, wenn man das ganze Spiel sieht, ja, sehr gut gemacht. Wenn man bedenkt, wo er herkommt, aus der Verletzung, ähm, die Intensität war gut. So vielleicht die letzten 5%, die noch so ein bisschen fehlen, fand ich. Was man auch klar gesehen hat, gerade in der ersten Halbzeit, wo wir doch unter Druck waren, wo der VfB 1 gegen 1 gespielt hat, wie limitiert 'n Alphonso Davies einfach ist, ja? Also, Alphonso Davies ist einfach maßlos limitiert, wenn es darum geht, wie wir gerade agieren. Deswegen haben wir halt auch 'n Brown verpflichtet, so. Ja, unsere Außenverteidiger rücken halt ein, sind eigentlich mehr Spielmacher in diesen Momenten. Ja, und da ist 'n Fonzie Davies, also, der ist ja der verkehrte Spieler für. Punkt. Ja, das hat das Spiel heute eindrucksvoll gezeigt. Ey, Alphonso Davies hat 'n gutes Spiel gemacht. Wenn er über außen gekommen ist, ja, war es wirklich ordentlich, auch wenn da auch ein 2 Sachen vielleicht nicht ganz so waren, aber das gehört dazu. Nicht jeder Außenbahnspieler gewinnt jeden Zweikampf oder whatever. Aber grade wenn's mal darum ging, über die Halbposition nur ansatzweise mal 'n gefährlichen Ball zu spielen, mal äh, irgendwas, Kreatives zu gestalten, ist der maßlos limitiert, der Mann, ja. Das war zweite Halbzeit besser, weil er gar nicht mehr in dieser Position so war, ja. Also, viel, viel weniger. Er war dann zwar auch mal in dieser Position, aber nicht ganz so weit vorne, ist dann mehr auf der Außenlinie gewesen. Das war gut, ja, das kann er. Oder wenn dann 'n bisschen Raum da ist, dann kommt er natürlich auf diese Halbposition auch einigermaßen klar. Aber wenn der Gegner dann verdichtet hinten steht oder sowas, dann ist Alphonso Davies einfach der verkehrte Spieler auf dieser Position. So, ja. Defensiv, ja, weiß ich nicht. Defensiv ist es wie immer.
So, das nach vorne verteidigen war heute nicht gut, hat er ein, zwei Mal wirklich schlecht gemacht. Man hat es gesehen, wenn 'n technisch starker Spieler kam, ja, hat der Alphonso Davies einfach stehen lassen. Ist zum Glück nicht so oft passiert, muss man ehrlicherweise sagen. Von daher hat Alphonso Davies defensiv jetzt nicht so viel zu tun gehabt. Aber im Großen und Ganzen denke ich, 'ne 3 wäre zu mittelmäßig. Fonsi hat ein gutes Spiel gemacht, von daher kriegt er 'ne 2,5. Wie gesagt, diese Limitierung auf der Halbposition ist in unserem System schwierig, oder du musst halt über die linke Seite anders spielen, wie du über die rechte Seite spielst, ja. Aber machen wir uns nichts vor. Ja, wenn der Saibari richtig im Saft steht, Lennart Kahl ist wieder da, wenn Serge Gnabry zurückkommt, ja, dann wird 'n Brown auch nicht mehr auf der Zehnerposition agieren, ja. Und dass er da so agieren kann, wie er auch agiert, ja, brauchen wir nicht drüber reden, dass Alphonso Davies auch nur ansatzweise eine reelle sportliche Chance hat auf 'ner Linksverteidigerposition, wenn es darum geht, er oder Brown. Sehe ich nicht. So gar nicht, ne? Auch wenn Fonsi es heute ordentlich gemacht hat, so, keine Frage. Gut, weiter geht die wilde Fahrt. Min-Jae. Min-Jae hat wieder ein bärenstarkes Spiel gemacht. Also, wirklich Hut ab, und da muss man mal ganz klar, 'n Kompany ins Boot nehmen. Wenn wir erstens sehen, was 'n Kompany aus 'm Upamecano gemacht hat, und wenn man dann jetzt sieht, was 'n Kompany aus 'm Min-Jae gemacht hat. Alter, der Min-Jae spielt grade auf'm Level, das ist brutal. Das ist brutal, absolut brutal, ja. Erinnert euch mal an Min-Jae vor Vinny. Der war super fickrig am Ball, fast immer nur Fehlpässe gespielt. Ja, Kopfballduelle hat er gewonnen, im Zweikampf war er schlecht, im nach vorne verteidigen konnte er gar nicht. Und guck dir Min-Jae mal jetzt an. Alter, das ist 'ne Maschine, ja. Auch wie er heute dann, was mir super auch imponiert hat, wie er dann auch die Viererkette geordnet hat, ja. Anweisungen gegeben an die Außenverteidiger, an den defensiven Mittelfeldspieler, da richtig Anweisungen gegeben, führungsspielermäßig auf jeden Fall auf 'ner Höhe. Also, Hut ab, ja, für Min-Jae. Ähm, ich kann nichts Schlechtes sagen, gar nicht, ja. Von meiner Seite gibt's die 1,5. Ähm, ja, beeindruckend. Und ich habe es ja in meinem Taktikfuchs auch gesagt, ich hätte ihn auch aufgestellt. Ich hätte auch 'n Tah draußen gelassen. Ähm, wenn Min-Jae diese Form hat, wie er sie grade hat, ja, brutal. Aber es ist ja, was ich sage, wir haben 3 Innenverteidiger, Alter, das ist auf'm Level, ich glaube, das sucht seinesgleichen europaweit. Ja, damit sind wir bei Opa angekommen. Habe ich ja schon eingangs, grade 'n bisschen gesagt. Ähm, ja, wenn wir bei Min-Jae die 1,5 ziehen, müssen wir sie bei Opa auch ziehen, auch wenn Opa, ja, wir könnten 'ne 1,75 ziehen bei Opa eigentlich. Hat er den einen schlechten Ball, ja, wo dann, daraus auch so 'n bisschen das Gegentor dann entstanden ist. Hatte davor noch mal 1, 2 wilde Bälle, wo aber nichts groß passiert ist, aber ansonsten, er hat das Tor gemacht, was das wieder 'n bisschen ausgleicht. Und ansonsten war Opa genauso stabil, wie er bei der WM war, ja. Also, voll da, so wie er die ganze letzte Saison gespielt hat. Ja, Opa hat einfach 'n Level, ähm, ja, und das scheint er auch zu halten. Also, auch da gibt's, ey, Chapeau an Vinny, Alter, ja. Muss man, also, ich persönlich rechne das auf jeden Fall den Vinny an. Also, dass er die dahin gebracht hat, wo sie sind. Ja, damit kommen wir zu Conny Leimer, der überraschenderweise für mich heute den Rechtsverteidiger gegeben hat. Ähm, hatte in dieser ersten Viertelstunde doch 'n bisschen mehr Probleme gegen den VfB. Hm, umso länger das Spiel ging, wenn wir jetzt über die defensive Geschichte reden, ja, umso stärker war 'n Conny Leimer, ja. Conny Leimer war heute wieder Laufwunder, kämpferisch, stärker wie Diaz. Sonst ist es immer Diaz, aber was Conny heute wieder abgerissen hat, Alter, ey, absolut geisteskrank, super stark nach vorne hin. Immer wieder die Wege gemacht für Michael, auch die Räume gerissen, ne, indem man Spieler rausgezogen hat. Aber auch selber, ähm,
wenn ihr das mal vergleicht, Conny Leimer auf der Halbposition im Gegensatz zu Alphonso Davies, dann wisst ihr vielleicht, was ich bei Alphonso Davies meine, ja. Wie oft Conny Leimer den Ball angenommen hat, unter Druck, 'ne Körperdrehung gemacht hat, Körpertäuschung und dann in die Mitte gegangen ist oder den Ball gespielt hat. Sowas siehst du von Alphonso Davies gar nicht, ja, weil er das ist nicht Alphonso Davies, das ist ein anderer Spielertyp. Conny kann das. Bei Conny ist dann auch eher das Defensive das Thema, aber das war heute auch sehr, sehr ordentlich, fand ich. Und von daher gibt es von meiner Seite eine glatte 2 für Conny. Gut, damit kommen wir zu den Mittelfeldspielern. Defensive ist natürlich erstmal mit Pavlo. Pavlo, gerade erste Halbzeit, bärenstark. Ja. Das Zusammenspiel mit Josh, wie schon gegen Dortmund, überragend. Wirklich überragend. Die Abstimmung super. Es war immer jemand im tiefen Raum. Es war immer jemand vorne, der das Heft des Handelns in die Hand genommen hat. Erste Halbzeit war es Pavlovic, der mehr der Spielgestalter war. Zweite Halbzeit war es mehr Kimmich. Hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Hat mich auch gefreut, dass er noch das Tor gemacht hat. Ja, den muss er natürlich auch machen, so gar keine Frage. Aber zweite Halbzeit war er halt mehr so der Part, der ja eher ein bisschen die Löcher gestopft hat und Josh hat ein bisschen weiter vorne gespielt und das Spiel gestalten. Was auch okay war, ja. Ich denke, es ist gut zu sehen, dass das ja einfach diese Abstimmung wieder da ist, ja, und sie nicht wieder, wie es letzte Saison super häufig der Fall war, gerade zum Ende hin, beide irgendwie auf einer Höhe spielen und dann sich gegenseitig im Weg stehen oder sich die Bälle, Querpass Pavlo, über 2 Meter immer zuschieben, ja. Es ist viel, viel besser, wenn sie jetzt, einer klar vorne, einer klar hinten. Klar ist immer mal, dass man mal zwischenzeitlich auf einer Höhe ist, so gar keine Frage. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, ja. Und die Abstimmung ist gerade überragend gut und vor allen Dingen ist es auch gut. Erstmal Pavlo, Note, ja. Komm, fürs Tor 1,5, Alter. Erstes Spiel, da sind wir ein bisschen großzügig. Gehen wir rüber zu Josh. Ja, eben diese Abstimmung. Und dass sich ein Josh dann aber auch wirklich zurücknimmt, ja. Und wenn er sich vielleicht irgendwann nicht mehr zurücknehmen kann, wie es dann zwischenzeitlich so in der zweiten Halbzeit vielleicht auch mal ab und wann der Fall war, ähm, dann erkennt 'n Pavlovic das aber und geht dann in den hinteren Raum, ja. Das ist viel, viel besser, als dass sie sich vorne auf den Füßen stehen. Also, gerade weil der VfB dann auch, wie gesagt, teilweise Manndeckung gespielt hat und man hat dann einen Spieler aus der Mitte rausgezogen, dass in der Mitte halt auch ein bisschen Platz war, ja. Also, das war sehr, sehr gut von beiden, ja. Auch Joshua Kimmich hat ein sehr, sehr für Kimmich war es ein überragendes Spiel sogar, ja. Also, Hut ab für Josh. Auch wenn Josh kein Tor gemacht hat, da wir heute, wie gesagt, großzügig unterwegs sind, kriegt auch Josh die 1,5 von mir, ja. Allein die Vorlage für das Tor, was nicht gezählt hat, aber generell nicht nur die Aktion, die er nach vorne hatte heute, Josh. Ich habe viele, viele gute defensive Aktionen gesehen. Ich werfe mich auf den Boden gesehen in der Defensive. Ich habe viele gute Laufwege gesehen, viele gute Räume besetzt, aber auch viele gute defensive Zweikämpfe. Aber auch, ja, was auch nicht immer so Kimmichs Stärke ist, er hat auch vorne schon im Ansatz sonst war immer so das Problem bei Josh, dass er super viel überlaufen wird, ja, wenn wir den Ball verlieren und der Gegner da irgendwie aus der eigenen Hälfte dann das Spiel macht. Das war heute gar nicht der Fall, weil Kimmich gar nicht so weit aufgerückt war in den meisten Fällen und wenn doch, ja, dann hat er den Fuß dazwischen gekriegt, hat den Zweikampf geführt, ja, und wurde nicht einfach überlaufen. Also deswegen Josh heute auch ein bärenstarkes Spiel. Ich kann es nur noch mal wiederholen, das war letzte Saison die ersten 6 Spiele 1:1 genauso und dann ist es eingebrochen. Ich hoffe, ich bete, dass es bei beiden jetzt endlich mal geschnackselt hat und dass wir das es geht nicht darum, dass man mal schlechte Tagesform hat, ne, so gar keine Frage, aber einfach diese Abstimmung, dass die jetzt einfach mal bleibt diese Saison über, weil das ist schon 'n Faktor, der 'n Riesenunterschied macht, ja. Das würde ich mir wünschen. I hope so. Ja. Gut, weiter geht's. Mit dem Chancentod, ne, wie großer Teil hier, Luis Diaz letzte Saison betitelt hat. Hätte man, für dieses Spiel drüber schreiben können, wenn er nicht zum Schluss noch das Tor gemacht hätte. Er hätte
ja, mindestens 2 mehr machen müssen. Müssen, ja. Muss man ganz klar so sagen. Hatte heute Scheiße am Fuß, hat man selber gesehen. Und nochmal, dafür Chapeau, dass er immer wieder die Wege gemacht hat. Ja, immer und immer und immer wieder. Das ist auch das, was mir an so 'n Thomas Müller immer so imponiert hat. Thomas Müller hat auch immer Wege gemacht. Auch wenn er von 10 Mal an 9 Mal den Ball gar nicht gekriegt hat, ja. Ähm, und Luis Diaz macht auch immer die Wege, ja. Ist egal, wenn er 3 hundertprozentige daneben setzt, was heute fast der Fall war, er hört nicht auf. Immer und immer und immer wieder. Und dann macht er seine Bude noch, ja, oder leitet was ein für die eigenen Mitspieler. Also, von daher, ähm, ja, wir müssen natürlich das ein bisschen einfließen lassen, dass er die Riesendinger da hat liegen lassen. Von daher gibt es die Note 2. Ja, aber vom Einsatz her, vom immer wieder versuchen, überragend, überragend. Ja, da kommen wir zu dem einzigen, der für mich heute ein bisschen abgefallen ist da vorne. Das ist nämlich Brown. Ähm, ja, wie gesagt, ist für mich, habe ich aber auch schon gegen Dortmund gesagt, ist für mich so der Guerrero-Typ, ja. Er kann die Rolle spielen, aber das ist natürlich nichts im Vergleich zu, keine Ahnung, habt ihr heute Ulisse gesehen, der öfter auch in der Zehnerposition dann war? Oder ein Harry Kane, wenn er sich fallen lassen hat. Oder ein Saibari, der dann eingewechselt wurde. Oder wenn Musiala dann wieder zurückkommt und in seine Topform kommt, ist das natürlich kein Vergleich. So, das ist auch völlig fein, das ist ein Außenverteidiger in erster Linie. Auch wenn er die Zehnerposition gespielt hat in der Jugend. Ähm, man sieht, dass uns da schon ein Stück Niveau flöten geht, wenn der in der Zehnerposition ist. Ja. Das hat man heute auch nochmal klar gesehen. Also, ja. Aber die erste Viertelstunde, okay, kannst du abtun mit, jo, musst du auch erstmal klarkommen, wenn der VfB so agiert. Aber selbst danach, wo wir da nach dem Tor, wie viel Ballbesitz wir hatten, da hat Brown hat keine Rolle gespielt. So, den hast du nicht wahrgenommen auf dieser Position. Ja. Hatte dann diese eine gute Schusschance, ja, gar keine Frage, was sehr, sehr gut gehalten war. Aber ja, wenn wir den Rest der Mannschaft sehen, ist ein Brown für mich heute schon stark abgefallen. Von daher gibt es eine 3,5. Gut, damit kommen wir zum Mitspieler des Spiels, aber wenn wir die reine Note sehen, ist er Spieler des Spiels und ja, wir nennen ihn auch Spieler des Spiels, ist Note 1, Alter. Ist der, ist der Mann, der ja heute Weltklasse ausgestrahlt hat. Und zwar nicht nur wegen seines Tores oder auch das Tor, was dann nicht noch gegeben wurde, sondern einfach die ganze Art und Weise, wie er agiert hat. Ja. Wenn ihr das heute mal gesehen habt, in welchen Positionen Michael Olisse heute überall war. War rechts außen, links außen, war lange Zeit Zehner. Und wenn ihr seht, wie er den Ball behandelt, ja, ich meine, nicht nur hinten mit einem Hackentrick auf der Außenlinie geklärt, den Ball in eigenen Reihen gehalten, sondern vorne das eine der Dinge versucht. Ja, das ist der Art Spieler, wofür du ins Stadion gehst, Alter. Wo du auch sagst, ey, ist mir egal, für den zahle ich auch 10 Euro mehr Eintritt, um den mal live Fußball spielen zu sehen. Das ist ein Hochgenuss. Ja. Überragend. Überragend, Chapeau und also ich glaube, wir sehen diese Saison noch einen stärkeren Michael Olisse wie letzte Saison. Und das ist schon ein wilder Take eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Ja. Aber allein dieses Spiel heute gegen den VfB, boah, anders wild. Gut. Und dann kommen wir zu guter Letzt, was die Startaufstellung angeht, zu dem Meister himself, Harry Kane. Ja, Harry hat heute kein Tor gemacht. Harry hatte heute auch hat ein, zwei Mal einen Schuss genommen, der direkt geblockt wurde. Nicht eine wirklich klare Torchance gehabt. So. Nichtsdestotrotz ist das für mich eine klare 2. Warum? Ja, allein wie Harry Kane die erste Druckphase bestimmt hat, wie er dann auch die Offensiven auf die Reise geschickt hat, immer wieder dann mit einem Direktball. Aber auch, wenn man da mal guckt, wie Harry Kane oder generell die ganze Mannschaft, seht ihr nicht nur Harry Kane, aber wie es dann nach dem 1:1 agiert wurde. Ja, also was ein Harry Kane heute wieder gelaufen ist auch, ja. Ich erinnere mich noch in der ersten Halbzeit, wo er wirklich hinten die erste Anspielstation war.
ähm, auf 16er Höhe. Und als der Ball dann vorne mal Richtung Strafraum geht, war er auch schon wieder im Strafraum. Der sieht zwar immer aus, als wenn er kurz vorm Herzinfarkt steht, wenn er sich dann nach vorne schleppt, aber man unterschätzt das, wie schnell er doch dann trotzdem in den gefährlichen Räumen ist, ne? Ähm, ja, wie gesagt, ich denke, man hat das gesehen, auch im Supercup. Harry Kane braucht einfach ja, der wird seine 3, 4 Spiele noch brauchen, damit er seine 1, 2 Törchen brauchen und dann kommt man wieder in den Flow, dann kommt man wieder in den Lauf und dann sehen wir auch wieder Harry Kane am Fließband. Da bin ich mir relativ sicher. Nichtsdestotrotz hat er heute ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Ja. Ohne Wenn und Aber aus meiner Sicht. Gut. Kommen wir noch zu den Einwechslungen. Da muss ich mal eben ein Stück vorspulen. Ja, haben wir ja schon angesprochen, ne? Saibari, ja, den können wir auf jeden Fall noch benoten mit über einer halben Stunde Spielzeit. Ja, ich denke, wir haben gesehen, zu was er zustande zu leisten ist. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, 2 Torvorlagen. What the hell? Ja. Und wenn ihr euch die Art und Weise anguckt, wie diese zustande gekommen sind, ich denke, auch da hat man gesehen, dass noch ein bisschen die Frische fehlt, die Fitness fehlt. Ähm, aber für die erste halbe Stunde in einem Pflichtspiel, ja, Hut ab, Alter. Ja, also wir werden sehr, sehr viel Freude an Saibari haben. Ja, wie ich schon eingangs sagte, weil er einfach eine andere Art Zehner ist. Ja, ist so ein bisschen, Serge hat es auch ganz gut gemacht letzte Saison mit diesen direkten Bällen dann in die Spitze. Ähm, Was Musiala halt sehr wenig gemacht hat in letzter Zeit. Der hat immer viel dann den Ball genommen, versucht da irgendwie was zu kreieren. Ähm, Er wird uns gut tun, glaub mir. Trust me, wir werden viel Spaß noch an ihm haben, hundertprozentig. Von meiner Seite für den Kurzeinsatz Note 2. Bei 2 Torvorlagen denke ich, ohne Wenn und Aber. So, die restlichen Spieler können wir nicht wirklich benoten, aber wir werden natürlich noch ein paar Worte verlieren. Haben wir einmal Stanny gesehen, der für Davis kam. Ja, Stanny hast du 1, 2 Mal auf der Halbposition wahrgenommen, ansonsten hast du ihn gar nicht großartig wahrgenommen. Ich dachte natürlich daran, dass der VfB auch nicht mehr wirklich irgendwie nur ansatzweise versucht hat, da irgendwelche Akzente zu setzen. Ähm, ja, war ordentlich. Ich habe mich ein bisschen überrascht, dass ein Stanny nicht anfangen durfte, sondern Conny. Aber wahrscheinlich einfach, weil Conny der Bissigere ist. Ja, der noch mal rein. Ne? Ich glaube, das war heute, was du auch gebraucht hast gegen den VfB, wenn man sich die erste Viertelstunde angeschaut hat. Wie auch der VfB da so in den Zweikämpfen agiert hat. War das, glaube ich, die richtige Entscheidung, da Conny den Vorzug zu geben. Gut. Ja, dann kam die 84. Minute. Da gab es ja dann nochmal den kompletten Wechsel. Bischof für Pavlovic. Ja, Tom hat es ordentlich gemacht, war gleich drin im Spiel, hat 1, 2 Bälle nach vorne getragen, auch mal direkt gespielt. Ja, bei den knapp 10 Minuten, die es dann am Ende des Tages waren, kannst du natürlich jetzt nicht so viel zu sagen. Es war ordentlich. Dasselbe gilt für Tah, der aber auch direkt drin war, das muss man auch sagen. Ja, direkt im Spiel drinne. War 1, 2 Mal noch gefordert da hinten, hat das souverän gelöst, wie immer. Super ruhig, die Ruhe weg und ja, ich habe es schon gesagt, wir haben den Luxus von 3 Innenverteidigern, die ein außergewöhnliches Level gerade haben. Muss man so klar sagen. Ja, dann natürlich, willkommen zurück, Lenny. Ja, nach seiner Verletzung, schön ihn wieder auf dem Feld zu sehen. Ja, ich würde sagen, wir haben ihn in den 10 Minuten auch 2, 3 Mal wahrgenommen. Saibari hat natürlich alles irgendwie ein bisschen überstrahlt in der Phase, ja. Aber es war schön, ihn wieder auf dem Feld zu sehen und ja, ich denke auch, er wird mit Sicherheit eine Einwechselalternative sein. Vielleicht auch in der Bundesliga mal für so eine Schonung von Diaz, von Olisse, ja, vielleicht auch von Saibari oder Musiala, whatever. Wir werden bei Lenny mit Sicherheit auch diese Saison das eine oder andere Mal eine Startelf sehen, da gehe ich eigentlich fest von aus. Ansonsten wird es Lennart Kahl ein bisschen schwieriger haben, wie letzte Saison, weil halt einfach ein Spieler mehr da ist mit dem Saibari, der eine Qualität hat, die natürlich schon gestanden und außergewöhnlich ist. Mal abwarten. Aber natürlich, ja,
Lenny muss den nächsten Step machen und ich bin gespannt. Ja. Luxusprobleme nennt man das. Volle Luxusprobleme, Leute. Ja, das war der Auftakt gegen den VfB, Alter. Ja, ich habe ein 3:1 getippt gehabt. Ich habe nicht gedacht, dass wir so stark, so gefestigt schon wieder dastehen. Ja. Und das, obwohl wir noch den einen oder anderen vielleicht ein bisschen fitnesstechnisch Zeit geben müssen. Ne? Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, das trifft es eigentlich auf den Punkt. Und damit können die nächsten 2 Spiele kommen. In den nächsten, 6 Tagen oder was? Ich glaube, wir spielen jetzt Mittwoch, dann Sonntag und dann Freitag und dann ist, glaube ich, schon Länderspielpause, ne? Irgendwie sowas, ja. Gut, ich freue mich drauf. Ey, es hat super viel Spaß gemacht, endlich mal wieder den FC Bayern zu sehen und endlich mal wieder ein Heimspiel mit richtig fetzen Stimmung drin und nicht so tote WM-Spiele. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr, sehr gut. Ja. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Wochenende. Genießt den ganz klaren, überragenden Sieg gegen den VfB und in dieser Höhe sogar völlig verdient und vielleicht sogar noch das ein oder andere Tor zu niedrig. Aus unserer Sicht. Wild. Tschüssi.